So, Onkel Otto, wieder eine neue Idee. Hey, Hannes, jedes Mal dasselbe. Die Nummer, ich sitze immer mit deiner Gitarre in der Küche und ich übe sehr viel zu selten. Ich kann es gar nicht richtig. Ihr müsst viel mehr üben. Dass ich da reden kann und so. Und vor allem mit Schlagzeuger merke ich es viel, dass ich da noch nicht. Ja, das muss ich üben. Im Prinzip das, was ich jetzt mache. Da erzähle ich die Geschichte von meinem Ur-Ur-Uronkel Otto. Und ganz dramatische Dinge passieren da. Habe ich letztens erzählt am Bankel im Augarten, was du dich erinnern kannst. Ne? Wo es dann kein Ende gibt irgendwie. Da habe ich jetzt gerade einen dritten Teil dazu gemacht. Ich weiß noch nicht, wie ich es einbaue. Könnte der Refrain werden? Ich weiß noch nicht genau, ne? Das ist der Redeteil. Und dann gibt es immer, wenn was Dramatisches passiert, ne? Mit der Band setzt da dann die Snare ein eigentlich. Da spielt er nur ein Rimshot, ne? Ich weiß halt einen dritten Teil, wo ich den hinbaue. Und nach dem dramatischen Teil finde ich es nicht gut, irgendwie. Ja, da passiert halt irgendwas, ne? Der Vater erscheint einem und er sagt, Otto, reit weiter! Otto, vielleicht kannst du es noch retten. Vielleicht schaffst du es noch rechtzeitig. Das weiß ich nicht. So ein richtiger Refrain wird das nicht werden. Nein, ich weiß noch nicht. Gesangslinie habe ich nicht. Ja. Hey, coole Gitarre. Irgendwie überhaupt nicht gestimmt. Ich spüre sie am leichtesten auf jeden Fall von alle meine. So, voll cool. Spüre ich echt also jeden Tag fast in der Küche, ne? Ein bisschen. Sonst darf ich oft gar nicht spielen momentan. Steht immer da im Eckerl extra ein Gitarrenständer. Da. Für die Gitarre. Wie heißt die denn eigentlich? Das ist Ibanez, gell? Epiphone. Entschuldige. Ich wollte noch wieder mal Bescheid sagen, gell? 4 Minuten.